Willst du auch einen? Ja, gern. Oh, die Kamera läuft ja schon. Ah ja. Hallo miteinander. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenkästchen TV. Heute haben wir ein anderes Video für euch. Und zwar haben wir gerade Sportferien gehabt. Ihr habt vielleicht gerade oder habt gehabt oder werdet haben oder Schokolade, weiß ich was. Und dort haben wir ein Artenvideo aufgenommen. Nämlich 8 Arten von Skifahren. Anfangen tun wir gerade mit dem, wo auch anfängt Skifahren. Und zwar am Anfänger. Check. 3, 2, 1. Hip. Check. 4, 2. Hip, down, check. So. Laufen ganz wichtig. Stockslaufen. Check. Oh, geil. Schickst du das denn auch im Grosspapi, gell? Als nächstes kommt der normale Skifahrer. In jedem Skigebiet gibt es doch ein paar von diesen verhaltensgestörten Kindern, die die Piste gerade runterfahren. Jetzt kommt der gestern Abend ein bisschen zu viel getrunken hat und darum vergessen hat, heute die Ski mitzunehmen und darum auf den Skischuh runterfährt. Er geht da schlecht. Gestern ist doch nicht so wie trinken. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die man besonders oft im Fernsehen sieht, und zwar die Weltmeister oder Skirennfahrer oder wie auch immer. Yeah! So, Basi, du bist ja gerade das Rennen gefahren. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, natürlich, erste, das ist immer unglaublich. Da kannst du nichts besser machen. Und ich glaube auch, das war der beste Run von meinem Leben gewesen. Also selbst im Training ist es nicht besser gegangen. Und auch noch unter dem mentalen Druck, das ist einfach perfekt gewesen. Vor allem hier noch in der Heim-WM. Das ist ja ihre 35. Goldmedaille. Wie sammeln Sie die dann? Also sammeln Sie die irgendwo oder wo haben Sie die? Nein, die einschmelzen, das ist super. Da gibt es Premium-Goldbarren. Machen Sie dann einfach Goldbarren draus? Genau, das kann verkaufen dann wieder. Aber das ist im Fall interessant bei der WM-Medaille. Die sind nur vergoldet, war innen dran. Normal sind sie. Chrom sogar, das ist wirklich gespart bis am Ende. Vielen Dank für das spannende Interview und Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Und auch den nächsten sieht man ab und zu im Fernsehen, nämlich bei so Skilehrer-Dokumentationen. Darum kommt jetzt der Skilehrer. Ich als Skilehrer finde es wichtig, dass wir diesen Teil der Tradition im Sinne vom Skifahren an unsere jüngeren Generationen weitergeben. Auch bei denen ist die Kamera immer dabei. Und zwar bei den Influencern. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute, das Video wird unterstützt durch den Super Duper Ultra VIP Megapass. Das ist ein Pass, kostet nur 2 Milliarden Franken im Monat. Da könnt ihr in jedem einzelnen Skigebiet von der Schweiz und von der restlichen Welt Skifahren. Das ist super. Ich habe den natürlich gesponsert bekommen und zeige jetzt in der folgenden Aufnahme, was man alles Cooles mit dem Skifahren machen kann. Los geht's! Und auch
wenn man die eigentlich auf der Piste gar nicht sieht oder nicht als solche erkennt, bei den Halfpipes und so sieht man immer die Freestyler. So Leute, wir haben hier den Basil, der uns auf dieser krassen Halfpipe da gerade ein paar Tricks präsentieren wird. Also ich mache jetzt hier einen Hakenflip Double Cork. Das ist der schwierigste Sprung, was es auf der Welt überhaupt... Nein, ich mache es nicht. Das ist ein Skateboard-Schanze. Bist du blöd? Ja, also hallo, irgendwo haben die anderen Leute auch geübt.